Heute lernst du einen richtig coolen Bohrischen, und zwar den Beerberger Storschaf-Bohrischen, komponiert vom Eddie Streiter vom damaligen Trio Melody. Mein Lernvideo orientiert sich sehr am Original vom Trio Melody, also hörst du dir gerne mal im Original an. Auf Apple Music, Spotify ist es vorhanden, auf dem Album Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube von 2009. Oder auch von mir, ich habe es auch aufgenommen auf YouTube damals, vor ungefähr 2 Jahren. Ich habe es dir mal oben verlinkt, dann kannst du es mal vorher nochmal anhören, bevor du dir das Lernvideo anguckst. Mir war es auch sehr wichtig bei dem Lernvideo darauf zu achten, dass alles originalgetreu übernommen wurde, beziehungsweise dass es überhaupt mal ein cooles Lernvideo zu den Bohrischen gibt, der mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht oder bei vielen Auftritten sehr viel Freude bereitet. Es gibt auch einen kleinen Text dazu, der heißt "Heit dreimal Schafland zusammen", also heute treiben wir Schafe zusammen, deswegen ist der Storschaf Bohrische. Den habe ich unten auch in der Videobeschreibung mal reingepackt. Genau, vom Ablauf ist es eigentlich 3 Teile. Den ersten Teil, den zweiten Teil, dann kommt wieder der erste Teil, dann der dritte Teil, also der Gesangsteil. Und dann gibt es wieder ganz normal den ersten, dritten und dann die Steigerung vom dritten Teil nochmal in der 4. Reihe mit eventuell La-La-La-Teil oder einfach Instrumentalspiel. Genau, ich habe es so aufgeteilt, ich zeige dir alle 4 Teile einzeln. Erstmal die Distanzseite, dann den Bass und dann nochmal ein paar Variationen mit dazu. Also sei gespannt und lern alles langsam und guck gerne nochmal zurück oder spul die Geschwindigkeit runter, damit du das auch super lernen kannst. Dann starten wir gleich mit dem Intro und dem ersten Teil. Ich spiele es dir einmal schnell vor und dann zeige ich dir die Griffe in langsam. So, wir starten mit 2/3 Zug. Dann haben wir der über dem Gleichton und der Gleichton in der 2. Reihe. Zwei, 3, 1, 2. Wir machen nochmal. Immer abwechseln mit 2, 3 und 4, 5. Und weiter. Nochmal den Schluss. Gleich nochmal ein bisschen schneller. Wenn es jetzt zu schnell ist, gerne die Geschwindigkeit runterregeln. Jetzt schauen wir uns den Bass an. Gar nicht viel dabei. Nochmal den Bass alleine. Genau, wenn du den H-Bass nicht hast, dann spielen wir das so. Ist auch kein Problem. Ist beides möglich. Das hier wäre der H-Bass. Genau, jetzt war es das Intro und jetzt schauen wir uns den ersten Teil nochmal an. Wir starten dreistimmig. So wäre es für 4-Fingerspieler. 5-Fingerspieler würden so spielen. Mit Daumen. Das Ganze nochmal ein bisschen langsamer, also dreistimmig starten wir 2, 3, 4. 1, 3, 4. Genau, ist eigentlich nur der eine Ton, der sich ändert. Hier oben bleiben immer gleich. Weiter. Und Zug. Genau, kann man auch mit 4, 5 spielen. Ist recht egal, gibt viele verschiedene Fingersätze. Oder für 5-Fingerspieler mit dem Daumen wieder setzen. Daumen und 2, 3. Weiter.
fast die gleiche Stelle nochmal. Und Druck. Nochmal die Stelle. Genau, man könnte es auch so spielen. Oder dreistimmig. Einmal Originaltempo. Und langsam. Genau, es gibt hier zwei Varianten. Die Originalvariante ist diese hier. Oder Variante 2. Das war die erste Hälfte vom ersten Teil. Die zweite Hälfte ist fast identisch. Jetzt kommt der Schluss. Kommt dir wahrscheinlich auch schon bekannt vor, ist genau das gleiche wie in der Einleitung. Jetzt schauen wir uns den Bass dazu an. Ganz normaler Wechselbass in der zweiten Reihe. Ab und zu gehen wir mal in die innere Reihe und starten dann auf Zug mit dem unteren Basston. Innere Reihe und untere Basston. Innere Reihe. Nochmal die Stelle. Druck. Weiter. Schluss. Wieder der Basslauf mit dem H-Bass. Wir schauen uns den Bass nochmal in langsam an. Also einfach erklärt, statt des Akkordes spielen wir einfach den Bass. Also den Akkord hätten wir kurz gehalten, den Bass halten wir jetzt ein bisschen länger. Dann gehen wir gleich zum zweiten Teil über. Der beginnt so, ich spiele es in Originaltempo vor. Dann suchen wir uns in der ersten Reihe den 6. Ton von unten mit dem Daumen raus und legen dann 3/4 drauf. Reihe rein, 3/4, wieder runter, wieder rein, Zug, immer liegen lassen, einen draufsetzen. Mit dem 4. starten, 5. dazu, 3. dazu, 2. dazu und weiter mit 3/5, 2/5, 1/4, weiter, Druck. Dann geht's gleich weiter. Achtung, Variation. Weiter. Und in den Schluss. Druck. Das war schon alles. Wir starten nochmal von vorne. Wieder Variation. Genau, das sind einfach die beiden auf Zug. Daumen und wieder 3/4. Und weiter.
Genau, das Stück lebt eigentlich von den Variationen, dass man immer alles ein bisschen verschieden spielt. Zwei, 4, 5, 1, 3. Doppel durch den Daumen. Variation. Und in den Schluss. Druck. Jetzt schauen wir uns den Bass dazu an. Achtung, ich habe keinen X-Bass, deswegen gehe ich manchmal in die innere Reihe rein. Bis jetzt war es ganz normaler Wechselbass in der ersten Reihe, jetzt ein paar Variationen. Gehen wir mal langsam. Variation 1. Also statt dem Akkord den Bass spielen. Variation 2. Das wäre Variation 2, wenn man nur den Bass spielt und ein bisschen länger festhält. Wie gesagt, muss man nicht immer spielen, aber ab und zu macht es mal ein bisschen was aus. Dann schauen wir uns jetzt gleich den dritten Teil an. Ich spiele es dir einmal wieder schnell vor. So, in langsam, wir starten in der vierten Reihe mit 2, 3 auf Druck. Den schieben wir eine Reihe runter. Drehgriff. Das sind die beiden. Nochmal. Und 1, 2. 1, 2, 3 Aufgang. Und Zug. Genau, schauen wir uns nochmal langsam an von vorne. 1, 2. Aufgang. 1, 2, 3. Und Zug. Dreistimmig. 1, 3, 4. Einzeln den zweiten. Und 1, 2, 5. Das sind die 3 Töne. Nochmal die Stelle. Einzeln und dreistimmig. Weiter. Genau das gleiche wieder. Und jetzt Druck. Auch dreistimmig. Die 3. Und nur eine Reihe runterschieben. Die 3. Schauen wir uns mal von vorne an. Zug dreistimmig. Und Druck. Gleich weiter. Zug. Und den Schluss. 2, 5, 1, 2, 1, 2 und Druck. Und Lauf. Den Schluss nochmal langsam. Ja, Zug. 5, 3, 4, 3, 5, 4 und 2, 3, 4.
Dieser Teil ist auch der Gesangsteil, da kann man gut dazu singen. Der Text ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns den Bass dazu an. Wir starten mit einem Basslauf. 4, 3, 2, 4 vom Fingersatz. Und normal Wechselbass. Innere Reihe. Wieder. Basslauf. Innere Reihe. Jetzt das Ganze noch mal ein bisschen langsamer zum Abschauen. Wechselbass. Innere Reihe und mit dem unteren Anfang. Wieder. Nochmal. Druck. Basslauf. Innere Reihe. Innere Reihe. Innere Reihe. Basslauf. Und Schluss. Du kannst natürlich auch beim ganz normalen Wechselbass bleiben. Es sind alles nur Variationen, die ich dir zeige. Und jetzt widmen wir uns dem vierten Teil, der einfach nur eine Steigerung ist vom ganz normalen dritten Teil. Es ist genau das gleiche wie eben, nur jetzt in der vierten Reihe. Wir starten mit 2,5 mit dem Gabelgriff. Drehgriff, 3,5. Und 1, 2. Und jetzt Druck. Nochmal. Druck. Weiter. 1, 2, 3. Zug. Der Gabelgriff. Und dreistimmig. 1, 3, 4. 1, 2, 5. Starten wir von vorne. Druck. 2, 3. Aufgang. Zug. Drehgriff. Gabelgriff. 1, 3, 4. Die 3 sind das. 1, 2, 5. Das wären die 3. Weiter. Nochmal den Lauf. 3, 3, 5, 3, 2, 3 und 3 stimmig. Wieder 1, 2, 5. Wieder den Lauf. Und wir bleiben auf Zug. Und jetzt erst Druck. Wieder Zug. Druck. 1, 2, 3. Zug. Drehgriff. Gabelgriff. Dreistimmig. Der Lauf. 1, 3, 4 wieder. Wir bleiben auf Zug. Und in den Schluss. Der Fingersatz kann man variieren. Könnte man auch theoretisch so spielen jetzt. 5, 3, 4, 3, 5, 4 und dann wechselt man auf den zweiten. Und dann alle 4 zusammen. Die obersten 4 Töne in der vierten Reihe. Kleine Variation, die man noch einbauen kann. In Original. Und dann langsam. Die 3 Töne sind das zusammen. Aufgang. Es gibt ganz verschiedene Variationen, vielleicht findest du auch noch eine eigene. Ich zeige dir immer nur Beispiele, wie man es noch ein bisschen verschönern kann, das Stück. Jetzt schauen wir uns dann nochmal den Bass dazu an. Wir starten mit einem kleinen Basslauf. 4, 2, 4 und vierte Reihe. In langsam. 4, 2, 4 und wieder 4.
Zug, 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 Druck. Weiter. Innere Reihe Zug, äußere Reihe Zug. Wieder den Bass in statt Akkord. Wir bleiben auf Zugwechsel nach innen. Kein Wechselbass. Und vierte Reihe Grundbass. Nochmal langsam. Genau, das müssen wir machen, weil wir einen Ton nicht auf Druck haben, den wir auf Zug haben, auf der Diskantseite. Deswegen müssen wir den Bass ein bisschen anders spielen. Druck, vierte Reihe. Und Basslauf. Nochmal den langsam. Druck. Basslauf auf Zug. Und Druck. Innere Reihe Zug. Äußere Reihe Zug. Wieder eine Besonderheit im Bass in langsam. Einfach mit dem zweiten einmal kurz vorspielen. 2-4. Diese Besonderheit im Bass habe ich auch bei meinem letzten Lernvideo, dem Hipbacher Skilehrermarsch, den ich hier oben verlinkt habe, genauer erklärt. Also schaut da gerne auch nochmal rein. Basslauf. Der Schlussbasslauf nochmal genauer. Jetzt nochmal einen langsamen Zug, 4, 2, 2, Druck, 4, Zug, 4, 3, 2, Druck, 4, 3, 4. Damit bist du schon am Ende des Lernvideos angekommen. Schau dir die für dich schwierigen Stellen gerne nochmal an, spur gerne nochmal zurück und lass mir ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Dann starten wir gleich mit dem Intro und dem ersten Teil. Ich spiele es dir einmal schnell vor und dann zeige ich dir die Griffe in langsam. So, wir starten mit 2-3 auf Zug. Dann mit der über dem Gleichton und der Gleichton in der zweiten Reihe. Zwei, drei, 1, 2. Wir machen nochmal. Immer abwechseln mit 2, 3 und 4, 5. Und weiter. Nochmal den Schluss. Gleich nochmal ein bisschen schneller. Wenn es jetzt zu schnell ist, gerne die Geschwindigkeit runterregeln. Jetzt schauen wir uns den Bass an. Gar nicht viel dabei. Nochmal den Bass alleine. Genau, wenn du den H-Bass nicht hast, dann spielen wir das so. Ist auch kein Problem. Ist beides möglich. Das hier wäre der H-Bass. Genau, jetzt war es das Intro und jetzt schauen wir uns den ersten Teil nochmal an. Wir starten dreistimmig. So wäre es für Vierfingerspieler. Fünffingerspieler würden so spielen. Mit Daumen. Das Ganze nochmal ein bisschen langsamer, also dreistimmig starten wir 2, 3, 4. 1, 3, 4. Genau, ist eigentlich nur der eine Ton, der sich ändert. Hier oben bleiben immer gleich. Weiter. Und Zug. Genau, kann man auch mit 4, 5 spielen. Ist recht egal, gibt viele verschiedene Fingersätze.
Oder für 5-Fingerspieler mit dem Daumen wieder setzen. Daumen und 2, 3. Weiter. Und fast die gleiche Stelle nochmal. Und Druck. Nochmal die Stelle. Genau, man könnte es auch so spielen. Oder dreistimmig. Einmal Originaltempo. Und langsam. Genau, es gibt hier 2 Varianten. Die Originalvariante ist diese hier. Oder Variante 2. Das war die erste Hälfte vom ersten Teil. Die zweite Hälfte ist fast identisch. Jetzt kommt der Schluss. Kommt dir wahrscheinlich auch schon bekannt vor, ist genau das gleiche wie in der Einleitung. Jetzt schauen wir uns den Bass dazu an. Ganz normaler Wechselbass in der zweiten Reihe. Ab und zu gehen wir mal in die innere Reihe und starten dann auf Zug mit dem unteren Basston. Innere Reihe und untere Basston. Innere Reihe. Nochmal die Stelle. Druck. Weiter. Schluss. Wieder der Bassloch mit dem H-Bass. Wir schauen uns den Bass nochmal langsam an. Also einfach erklärt, statt des Akkordes spielen wir einfach den Bass. Also den Akkord hätten wir kurz gehalten, den Bass halten wir jetzt ein bisschen länger. Dann gehen wir gleich zum zweiten Teil über. Der beginnt so, ich spiele den Originaltempo vor. Dann suchen wir uns in der ersten Reihe den 6. Ton von unten mit dem Daumen raus und legen dann 3, 4 drauf. Reihe rein, 3, 4, wieder runter, wieder rein, Zug, immer liegen lassen, einen draufsetzen. Mit dem 4. starten, 5. dazu, 3. dazu, 2. dazu und weiter mit 3, 5, 2, 5, 1, 4, weiter, Druck. Dann geht's gleich weiter. Achtung, Variation. Weiter. Und in den Schluss. Druck. Das war schon alles. Wir starten nochmal von vorne.
Wieder Variation. Genau, das sind einfach die beiden auf Zug. Daumen und wieder 3, 4. Und weiter. Genau, das Stück lebt eigentlich von den Variationen, dass man immer alles ein bisschen verschieden spielt. Zwei, 4, 5, 1, 3. Stockern wir mit dem Daumen. Die Variation. Und in den Schluss. Druck. Jetzt schauen wir uns den Bass dazu an. Achtung, ich habe keinen X-Bass, deswegen gehe ich manchmal in die innere Reihe rein. Bis jetzt war es ganz normaler Wechselbass in der ersten Reihe, jetzt ein paar Variationen. Gehen wir mal langsam. Variation 1. Also statt dem Akkord den Bass spielen. Variation 2. Das wäre Variation 2, wenn man nur den Bass spielt und ein bisschen länger festhält. Wie gesagt, muss man nicht immer spielen, aber ab und zu macht es mal ein bisschen was aus. Dann schauen wir uns jetzt gleich den dritten Teil an. Ich spiele es dir einmal wieder schnell vor. So, in langsam, wir starten in der vierten Reihe mit 2, 3 auf Druck. Den schieben wir eine Reihe runter. Drehgriff. Das sind die beiden. Nochmal. Und 1, 2. 1, 2, 3 Aufgang. Und Zug. Genau, schauen wir uns nochmal langsam an von vorne. 1, 2. Aufgang. 1, 2, 3. Und Zug. Dreistimmig. 1, 3, 4. Einzeln den zweiten. Und 1, 2, 5. Das sind die 3 Töne. Nochmal die Stelle. Einzeln und dreistimmig. Weiter. Genau das gleiche wieder. Und jetzt Druck. Auch dreistimmig. Die 3. Und nur eine Reihe runterschieben. Die 3. Schauen wir uns mal von vorne an. Zug dreistimmig. Und Druck. Gleich weiter. Zug. Und den Schluss. 2, 5, 1, 2, 1, 2 und Druck. Und Lauf. Den Schluss nochmal langsam. Ja, Zug. 5, 3,
4, 3, 5, 4 und 2, 3, 4. Dieser Teil ist auch der Gesangsteil, da kann man gut dazu singen. Der Text ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns den Bass dazu an. Wir starten mit dem Basslauf. 4, 3, 2, 4 vom Fingersatz. Und normal Wechselbass. Innere Reihe. Wieder. Basslauf. Innere Reihe. Jetzt das Ganze nochmal ein bisschen langsamer zum Abschauen. Wechselbass. Innere Reihe und mit dem unteren Anfang. Wieder. Nochmal. Druck. Basslauf. Innere Reihe. Innere Reihe. Innere Reihe. Basslauf. Und Schluss. Du kannst natürlich auch beim ganz normalen Wechselbass bleiben. Es sind alles nur Variationen, die ich dir zeige. Und jetzt widmen wir uns dem vierten Teil, der einfach nur eine Steigerung ist vom ganz normalen dritten Teil. Es ist genau das gleiche wie eben, nur jetzt in der vierten Reihe. Wir starten mit 2,5 mit dem Gabelgriff. Drehgriff, 3,5 und 1, 2 und jetzt Druck. Nochmal. Druck. Weiter. 1, 2, 3, Zug. Der Gabelgriff und dreistimmig. 1, 3, 4. 1, 2, 5. Starten wir von vorne. Druck. 2, 3. Aufgang. Zug. Drehgriff. Gabelgriff. 1, 3, 4. Die 3 sind das. 1, 2, 5. Das wären die 3. Weiter. Nochmal den Lauf. 3, 3, 5, 3, 2, 3 und dreistimmig. Wieder 1, 2, 5. Wieder den Lauf. Und wir bleiben auf Zug. Und jetzt erst Druck. Wieder Zug. Druck. 1, 2, 3. Zug. Drehgriff. Gabelgriff. Dreistimmig. Der Lauf. 1, 2, 4 wieder. Wir bleiben auf Zug. Und in den Schluss. Der Fingersatz kann man variieren. Könnte man auch theoretisch so spielen jetzt. 5, 3, 4, 3, 5, 4 und dann wechselt man auf den zweiten. Und dann alle 4 zusammen. Die obersten 4 Töne in der vierten Reihe. Kleine Variation, die man noch einbauen kann. In Original. Dann langsam. Die 3 Töne sind das zusammen. Aufgang. Es gibt ganz verschiedene Variationen. Vielleicht findest du auch noch eine eigene. Ich zeige dir mal nur Beispiele, wie man es noch ein bisschen verschönern kann, das Stück. Jetzt schauen wir uns dann nochmal den Bass dazu an. Wir starten mit einem kleinen Basslauf. 4, 2, 4 und vierte Reihe.
In langsam. 4, 2, 4 und wieder 4. Zug, 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 Druck. Weiter. Innere Reihe Zug, äußere Reihe Zug. Wieder den Bass in statt Akkord. Wir bleiben auf Zugwechsel nach innen. Kein Wechselbass. Und 4. Reihe Grundbass. Nochmal langsam. Genau, das müssen wir machen, weil wir einen Ton nicht auf Druck haben, den wir auf Zug haben, auf der Diskanzseite. Deswegen müssen wir den Bass ein bisschen anders spielen. Druck, 4. Reihe. Und Basslauf. Nochmal in langsam. Druck. Basslauf auf Zug. Und Druck. Innere Reihe Zug. Äußere Reihe Zug. Wieder eine Besonderheit im Bass in langsam. Einfach mit dem zweiten einmal kurz vorspielen. 2, 4. Diese Besonderheit im Bass habe ich auch bei meinem letzten Lernvideo, dem Hipbacher Skilehrermarsch, den ich oben verlinkt habe, genauer erklärt. Also schaut da gerne auch nochmal rein. Basslauf. Der Schlussbasslauf nochmal genauer. Jetzt nochmal einen langsamen Zug, 4, 2, 2, Druck, 4, Zug, 4, 3, 2, Druck, 4, 3, 4.